Guten Morgen aus Da Nang. Wir sind jetzt schon 3 Nächte hier. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Wir sind immer noch im ersten Apartment. Haben immer noch nicht wechseln. Jetzt sollte es aber dann nicht der Moment kommen, dass wir dann in unsere richtige Wohnung wechseln. Es gefällt uns hier eigentlich mega gut. Aber es ist halt einfach ein bisschen mühsam, wenn man nicht auspacken und sich einrichten kann, weil man tagtäglich damit muss rechnen muss, die Wohnung zu wechseln. Ja. Wir haben den Morgen damit verbracht zu arbeiten. Der Flo arbeitet für eine Schweizer Firma, macht eine Animation. Und ich habe mich mit der Versicherung in Verbindung gesetzt, bzw. Schadenmeldungen gemacht für Sachen, die verloren gegangen sind oder gestohlen worden sind. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im neuen Apartment wieder. Tata! Ja, wir sind endlich da. Die Story geht noch weiter. Wir haben jetzt nicht genau die Wohnung, die wir eigentlich gebucht haben. Aber sie gefällt uns eigentlich fast noch besser, außer dass sie keinen Balkon hat. Aber sonst ist sie eigentlich recht cool. Ja, wir haben jetzt langsam Hunger mit dem ganzen Zügeln, beziehungsweise wir haben noch ein bisschen gekehrt mit den Eigentümern, weil wir noch einen Rabatt haben wollen, einfach wegen dem ganzen Zeug und jetzt haben wir nicht die Wohnung, die wir gebucht haben und so. Ich glaube, wir haben es ziemlich gut geschlagen, oder? Ja, voll. Also wir haben $60 rausgeschlagen, das heisst, wir zahlen jetzt statt 460 zahlen wir noch 400 für einen Monat. Das ist glaube ich nicht schlecht. Ja, also ich würde sagen, ich habe etwas gegessen. Also wir gehen jetzt wieder an den gleichen Ort, wo wir gestern schon zweimal waren. So einen kleinen Local Shop, wo eine riesengroße Auswahl hast. Und es ist mega fein. Also ich glaube, da werden wir ein paar Mal gehen. Danke. Wie gut, ja? Ja, das war fein. Sehr fein. Schnell hier auf die Seite, weil die so am Werken sind. Aber schau, jetzt können wir euch zeigen, wo unser neues Apartment ist. Also vorher waren wir gerade hier in dem da, wo alle schön reinschauen konnten, wo noch unter dem kleinen Dächchen war. Darum ist es auch recht dunkel. Aber jetzt sind wir zuoberst oben im 5. Stock und haben diese Wohnung dort im Ecke. Wir haben jetzt noch eine ganz spannende Mission. Und zwar braucht Melli das Foto für auf LinkedIn. Das heisst, wir machen jetzt ein kleines Fotoshooting. Wenn wir gerade dabei sind, machen wir doch gerade ein kleines Tutorial, wie man daheim mit einer einfachen Kamera ein gutes Foto machen kann. Es gibt 2, 3 kleine Sachen, die einem dabei helfen, damit das Bild viel besser wird. Genau, zeigen wir zuerst mal, wie man es nicht macht. Also wenn man in einem Raum ist, sicher nicht die Person einfach vor ein Fenster stellen, im Gegenlicht. Das ist eine ganz schlechte Idee. Dann aber auch nicht genau das Gegenteil. Sieht zwar schon viel besser aus, aber wenn das Licht einfach nur von vorne kommt, kann es ein bisschen eindimensional wirken. Am besten schaut man, dass die Lichtquelle leicht schräg kommt, dass man aber gleich genug Licht im Raum hat, damit nicht einfach eine Seite hell ist und die andere dunkel. Dann vom Bildausschnitt her macht es gerade einen riesengroßen Unterschied, wenn man einfach ein bisschen runtergeht, ein bisschen unter die Augenhöhe vom Subjekt. Und dann noch als letztes ist, wenn man die Blende so weit aufmacht wie möglich. Wir sehen jetzt gerade den Unterschied. Im Moment filmen wir mit einer Blende von 9 und dann sieht man dort hinten schön unser Puff auf dem Bett. Wenn ich aber eine offene Blende wähle, dann sieht man im Hintergrund eigentlich nur noch verschwommen, dass es dort ein paar Sachen hat. Und dann kann man es sehr einfach auch einfach in einem normalen Zimmer so framen, dass es nicht so aussieht, als ob man einfach schnell vor das Bett gestanden ist. So viel zum heutigen Fototipp. Wir werden jetzt heute Nachmittag noch mal ein bisschen arbeiten und am Abend geht es dann noch weg. Was haben wir? Dort oben? Ja. Date Night. Date Night. Es geht ins Kino. Was können wir schauen? Mein Lieblingsfilm. Was ist dein Lieblingsfilm? Die Schöne das Biss. Ich habe gehört, der Film ist 1:1 wie der von Walt Disney und kann eigentlich gar nicht schief gehen. Ja, hoffen wir es. Ja. Ich habe jetzt gerade 240 Fotos sortiert und die 3
sind meine Favoriten. Muss ich mich nur noch entscheiden. Dann Landjäger, dann Eispack Schaf und Max. Mel ist gerade mit ihrer Schwester am Skypen. Die kommt uns nämlich in ein paar Wochen besuchen. Ja, sie hat uns gerade gefragt, was für Sachen dass sie uns noch mitbringen sollen. Alle Sachen, die wir schon lange nicht haben und wir ziemlich vermissen. Ich gehe noch schnell Drohnen fliegen. Und hey, das Licht ist genial, wenn wir mal schauen. Oh. Also wenn da mal nicht der perfekte Ort ist, zum Drohnen zu fliegen. Hammer. Ich hoffe, es ist etwas Anständiges geworden, aber bei diesem Licht kannst du eigentlich gar nicht viel falsch machen. So, Arbeit für heute erledigt. Das heisst, wir haben uns jetzt das Kino verdient, oder? Ja, sicher. Aber, da nehmen wir euch jetzt nicht mit. Das ist schliesslich Date Night. Für uns ist es Zeit zum Gehen. Ich hoffe, ihr habt es spannend gefunden, heute dabei zu sein. Und ich hoffe, ihr schaltet morgen rein. Macht's gut und bis bald. Hey, Tschüss tschüss zusammen.